Wir gehen jetzt nochmal, bevor ich jetzt hier ins Palavern komme, Endergebnisse gucken. Was für ein schlechter Mensch ich bin. Kapitel 16, neu entfachtes Schicksal. Vor dir liegt eine Reihe unerforschter Karten. Enthülle sie eine nach der anderen. Die Zusammenfassung habe ich freigeschaltet und die Datenerfassung ist abgeschlossen. Dann gucken wir uns erstmal das an. Zeig mal die Zusammenfassung an. Während des Aufstiegs zum Ruhm freigeschaltet, 65,2%. Übertreffe 63% der Spieler auf diesem Server. Gibt es mehrere Server? Für den Erfolg braucht es nur eine Menge Schweiß und Tränen. Okay, ich habe also, ich glaube, diese Anzahl, dieses 65,2 bezieht sich auf alles. Also auch alle schlechten Enden. Wenn du alle Enden, alle Abzweigungen, alles was weiß ich was anguckst, dann hast du 100%. Und ich habe halt 65,2%, immerhin. Deine längste ununterbrochene Spielzeit, achso, da ist eine 1 davor. Ich habe gerade gedacht 55 Stunden. 1 Stunde 55 Minuten. Denkst du noch an jemanden in diesem Palast? Ja, eigentlich denke ich gerade an Rui. Wie hieß die so? Mann, ich habe ich das falsch ausgesprochen. Ich weiß, die haben wir unserer ehemals Nabentante, jetzt Doppelgängertante, als Hausmädchen zur Verfügung gestellt, damit es ihr gut geht. Beiden quasi, damit es beiden gut geht sozusagen. So, okay, weiter geht's. Erste Abschlusszeit, 24.03.26. Stimmt, habe ich gerade eben gesagt. Dauer des ersten Abschlusses 3 Stunden 41 Minuten. Ich habe hier deutlich länger dran gesessen, kann ich euch sagen. Also das zählt, glaube ich, die reine Videolaufzeit. Nicht da, wo ich 5 Stunden überlegt und geplappert habe. Genauigkeit des ersten Abschlusses 66%. Besser als 21% der bisherigen Spieler, sag ich mal. Naja, okay, das kommt also 66%, das ist jetzt 65 noch was wir hatten. Hab ich ja gerade erklärt. Okay, weiter geht's. Gesamtzahl der getroffenen Entscheidungen 215. Sich nicht zu entscheiden ist ebenfalls eine Entscheidung, das stimmt. Freigeschaltete Enden 38. Ich glaube, mindestens 35 sind schlechte Enden. Was würde aus dem Palast werden, wenn es dich nicht gäbe? Eine Welt voller Frieden und Glückseligkeit. Kapitel, die du beim ersten Abschluss dominiert hast. Kapitel 1 und Kapitel 2. Aber dominiert, Junge. Ist das schon fertig? Teilen. Wieso? So teilen oder? Ich klick mal drauf. Ja, okay. Jetzt könnt ihr mal einen QR-Code sehen. Das wollen wir nicht, ne? Okay. Gut, die haben wir das, ne? Dann gucken wir mal die 100% Fortschritt der Eigenschaftsskizze. Achso, komm, das ist dieses Sternengedönse da. Genau, Glückwunsch, du hast es geschafft. Du hast das Spiel abgeschlossen und dein Bericht ist fertig. Sieh ihn dir jetzt an. Ich habe ein bisschen Schiss davor, wie rücksichtslos ich wohl bin. Okidoki, Bericht wird erstellt. So, guck mal, was bin ich denn? Blumensprache, wilde Treue, Stechapfel. Okay. Wie ein Stechapfel, klein, aber wirksam, seit langem in der Medizin geschätzt, trotz seiner Giftigkeit, suchst du nicht nach Aufmerksamkeit, sondern bietest deinen Mitmenschen stetige, heilende Unterstützung. Deine Stärke liegt in der stillen Beständigkeit, wie diese uralte Heilmittel, das seit Jahrhunderten Leiden lindert. In der Liebe bietest du Wärme und Geborgenheit. Du bist beständig, aufrichtig und voll engagiert. Auch wenn deine Liebe nicht immer offensichtlich ist, zeigt sich deine Hingabe in Taten. Deine Liebe ist tief und dauerhaft und wird mit der Zeit immer wertvoller. Ey, das ist ganz genau so ist es so. Bei der Arbeit verbindest du die Präzision eines Handwerkers mit der ruhigen, ich lasse das jetzt einfach so, Stärke eines Wächters. Du gedeihst in Positionen, die Unabhängigkeit und Konzentration erfordern und arbeitest mit Bescheidenheit und stetiger Entschlossenheit. Erfolg bedeutet für dich nicht kurzfristigen Ruhm, sondern langfristiges Wachstum und stille Meisterschaft. Du bist nicht jemand, der hetzt. Stattdessen nimmst du dir Zeit, deine Fähigkeiten zu verfeinern und deinen Wert stetig zu steigern. Also in diesem Absatz sind viele Sachen drin, die ich so nicht sagen würde. Präzision eines Handwerkers, yo. Ruhige Stärke eines Wächters, was habe ich für ein Problem mit diesem Wort? Egal.
Also ich weiß von Leuten, dass sie mich beschreiben als, dass ich ruhig bin und mich nicht aus der Ruhe bringen lasse, im positiven Sinne. Und das sind so dann die Zeiten, wo ich das schweigend mit einem leichten Lächeln und einem angedeuteten Nicken zur Kenntnis nehme, also ungefähr so. Und innen drin denke ich, Alter, haben die einen Knall oder was? Ich und ruhig, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich bin komplett hilflos. Was mache ich hier? Okay. Die Unabhängigkeit und Konzentration erfordern. Ich mag es, wenn ich klare Anweisungen kriege, mach das und dann mache ich das. Also von Unabhängigkeit, ich weiß, dass das nicht cool ist, das zu sagen. Natürlich, ich kann ganz alleine unabhängig sein, so. Ja, aber ich mag es trotzdem, wenn ich einen klaren Anweisung kriege und die einfach, zack, Ausführung. Jawohl, Sir. Bin ich halt, so. Konzentration. Also eigentlich wie heißt dieses Spiel mit den bunten Männlein auf der Raumstation? Among Us. Na, ich hab schon wieder. Es gibt so ein Among Us-Syndrom. Nicht Among Us-Syndrom. Wie heißt das? Nicht Perpetrator, das ist falsch. Wie heißt das? Wenn man die ganze Zeit denkt, Alter, ich kann hier gar nichts, ich schauspielere das nur, ich habe keine Ahnung, aber die Leute glauben es mir, aber irgendwann werde ich auf Imposter-Syndrom. Allerdings weiß ich, dass ich sage jetzt nicht, dass ich das Imposter-Syndrom habe, ich hoffe nicht, aber ich denke mir sehr, sehr, sehr oft, alter Schwede, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Das fliegt irgendwann auf. Ich habe allerdings auch festgestellt, dass bei anderen ist es ganz genauso. Der Unterschied zwischen mir und denen ist, die geben es nicht zu. Die geben es nicht zu. Ich gehe halt hin und sage, ich habe hier nicht wirklich Ahnung, ich mach mal einfach, wird schon schief gehen. Und meistens klappt's. Andere stellen sich hin, ja, gar kein Problem, mache ich für dich, habe ich schon 100-mal gemacht, gar kein Problem. Mit einer Überzeugung, wie ich sie nur von ChatGPT kenne, gehen sie hin und sagen, jawohl, mache ich, kein Problem. Und dann versemmeln sie es so richtig und stellt sich raus, die haben null Ahnung, die haben das noch nie gemacht, die haben einfach gesagt, sie können's. Die haben gelogen. Während ich halt sag, ich habe das schon 100-mal gemacht, aber irgendwie so richtig sicher bin ich mir da noch nicht. Ist ja auch egal, so. Unabhängigkeit und Konzentration. Achso, ja, Konzentration. Ich weiß nicht. Ich denke immer, Alter, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich bin da nicht gut drin. Stellt sich raus, andere sind noch schlechter wie ich. Also von daher ist es wohl so. Ich arbeite mit Bescheidenheit und stetiger Entschlossenheit. Bescheidenheit würde ich sagen, ja. Kommt einfach vom Introvertiertsein. Ich will meine Ruhe haben und ich will nicht, dass Leute hingehen und sagen, oh, das hast du aber gut gemacht, kommt mal alle her, guck mal, was er gemacht hat, voll gut. Oh, ich mag das nicht, ich mag das überhaupt nicht. So, stetige Entschlossenheit. Naja, Erfolg bedeutet für dich nicht kurzfristigen Ruhm, sondern langfristiges Wachstum. Ich will keinen kurzfristigen Ruhm und langfristiges Wachstum. Es klingt so nach, keine Ahnung, nach BWL. Ja, ich will die Scheiße machen, bis ich keinen Bock mehr hab oder bis ich in Rente gehe. So, das, was ich kann irgendwie. Ist auch egal. Wir haben noch einen Text, den ich lesen könnte. Ich kann hier scrollen. Tatsächlich. In sozialen Situationen wirkst du ruhig und gelassen. Das stimmt wohl. Und bevorzugst Harmonie gegenüber Konfrontation. Das ist definitiv richtig. Deine sanfte, offenherzige Art verschafft dir stillen Respekt unter Freunden. Das weiß ich nicht, ob ich stillen Respekt kriege. Aber dass ich in sozialen Situationen ruhig und gelassen wirke, das stimmt. Ich sag nicht, also nach außen wirke ich so, innen drin ist das überhaupt nicht ruhig und gelassen. Ich zeig's halt nur nicht, weil ich introvertiert bin und keine Gefühle in der Öffentlichkeit zeigen will. Okay? Gefühle zeigen heißt übrigens auch Hass. Also nicht nur Liebe und Geborgenheit. Ich will es nur noch mal erwähnen. Ich sag das ja gerne. Ja, ich schweife wieder ab. Es Spiel ist rum, ihr könnt alle abschalten hier. Peter Lustig-Style, abschalten. Spiel ist rum, ich will jetzt ein bisschen plappern. Ich glaube nicht, dass hier ein Abspann kommt, deshalb will ich jetzt halt plappern. Also, ruhig und gelassen, ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Siehst du, vor lauter Geplapper. Ja,
Okay, habe ich vergessen. Habt ihr nochmal Glück gehabt. Habt ihr euch irgendwie Gelaber gespart. So, dann eine sanfte, offenherzige Art verschafft dir Respekt unter Freunden. Also ich kann sagen, dass ich Harmonie bevorzuge. Ich will mich nicht dauernd messen mit anderen oder sowas. Ich will meine Ruhe haben und gucken, dass man irgendwie miteinander auskommt. So, das stimmt. Sanfte, offenherzige Art. Weiß nicht. Verschafft dir stillen Respekt unter Freunden, keine Ahnung. Auch wenn du deinen Freundeskreis nicht besonders erweiterst, zieht deine Aufrichtigkeit ganz natürlich Gleichgesinnte an. Also ja, also ich erweitere meinen Freundeskreis nicht besonders. Was bedeutet eigentlich, ja, es stimmt. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe keine Freunde. Das ist ein Paar groß geschrieben. Also nicht, dass es ein Pärchen sind, aber eigentlich würde ich sagen, äh, 2 oder ein vielleicht noch. Es ist, wir sind erwachsen, man lebt sich auseinander, man hat eigene Familie und sowas, man telefoniert oder quatscht oder sowas, nicht mehr jeden Tag oder so. Aber wenn man sich so ein oder einmal im Jahr oder in 5 Jahren sieht, dann sitzt man zusammen und labert ein bisschen dumm, dann ist cool. Das ist für mich voll in Ordnung. Das ist voll in Ordnung für mich. Achso, ich habe eine Freundin, eigentlich sogar eine Verlobte, aber pst, verrat's keinem. Ja, also mit ihr komme ich schon klar. Es liegt unter anderem daran, dass sie halt genauso ist. So. Auch wenn du deinen Freundeskreis nicht besonders erweiterst, zieht deine Aufrichtigkeit ganz natürlich Gleichgesinnte an. Das weiß ich nicht. Also auf Arbeit komme ich mit den Leuten drumherum klar. Sind sie deshalb Gleichgesinnte? Keine Ahnung. Ja, wir wollen alle nach Hause und Geld verdienen. Ja, so, okay. Was haben wir denn sonst noch hier? Eine Wortwolke. Und hier kann man noch einen Karriereeinblick haben, einen Liebeseinblick und einen sozialer. Komm, wir gehen mal auf Karriereeinblick. Was ist denn hier? Also ich kleiner, Stechapfel. Clever und einfallsreich. Adaptiver Denker. Entschlossen und schnell, 6%. Zurückhaltend vor dem Angriff. Ich glaube, es geht hier um Angriff. Wandelresistent, auch nicht so. Aufwärtsmanagement, was ist denn das? Also, dass ich nach oben will. Ehrgeizige Erfolgssuche, also clever und einfallsreich und adaptiver Denker, da fängt schon an, egal. Karriereentwicklung. Stärken deines Wurzelsystems. Bei der Arbeit bist du wie ein Stechapfel, ruhig pragmatisch und verantwortungsbewusst. Kein Detail entgeht dir und du sparst nie an der falschen Stelle. Du arbeitest zwar in vertrauten Situationen gut, aber wenn du wichtige, detailorientierte Aufnahmen übernimmst, kannst du dein Engagement und deine Professionalität unter Beweis stellen. So hebst du dich ab und zeigst deinen Vorgesetzten und Kollegen deine Stärken. Super. Aha. Fertigkeiten, Baumverbesserung, emotionaler Ausdruck und Interaktion am Arbeitsplatz. Was? Bring deine Zuverlässigkeit und Bodenständigkeit aus der Liebe in den Beruf ein. Lerne echte Beziehungen aufzubauen und dich von einer sozial zurückhaltenden Person zu einem kommunikativen und emotional intelligenten Teammitglied zu entwickeln. Im Gegensatz zu lockeren Gesprächen mit der Familie erfordert die Kommunikation am Arbeitsplatz Klarheit und Direktheit. Drück deine Gedanken offen aus und achte genau auf die Gefühle und Bedürfnisse anderer. Dieser Ansatz stärkt die Teamarbeit und verbessert die Zusammenarbeit. Ich fasse mal kurz zusammen. Junge, wenn du weniger introvertiert bist und mehr extrovertiert, wird's dir im Leben besser gehen. Das ist möglich, will ich aber nicht, Mann. Hört auf, mir zu sagen, dass Introvertiertheit schlecht ist. Introvertiertheit ist vielleicht nicht gut am Arbeitsplatz, wenn du für dich alleine bist, keinem was sagst. Ist ganz klar. Aber hört auf, Introvertierten zu sagen, dass Introvertiertheit etwas Schlechtes ist. Hört damit auf. Ich hasse das wie die Pest. Da werde ich fuchsig. Ich hasse das wie die Pest. Und dann rennen sie rum. Wir müssen alle introvertiert sein. Wir müssen alle hingehen, uns überall anpreisen, jedem auf den Sack gehen. Man hat gesehen, was passiert, wenn Introvertiertheit mal zurückstecken muss. Corona war die Zeit der Introvertierten. Habe ich gerade Introvertiertheit zurückstecken muss? Ich meine Extrovertierte, egal. Corona war die Zeit der Introvertierten. Wie gut ging es mir bei Corona? Ich rede von mir. Ich rede nicht von der Arbeit. Ich rede nicht von allem drumherum. Ich rede davon, dass Introvertierte, wenn Introvertierte, auf die mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, wenn gesagt wird,
Stopp, ihr müsst nicht, ihr dürft nicht rausgehen. Ihr dürft nicht den dicken Arme machen. Ihr dürft nicht anlabern, was weiß ich was. Teambuilding betreiben, sowas. Ihr müsst zu Hause bleiben. Ihr müsst mal ein bisschen ruhig sein. Arbeitet von zu Hause, alles klar. Das war die Zeit der Introvertierten. Und da hast du gemerkt, die Extrovertierten sind alle... Dann ist der Kopf geplatzt, weil sie nichts tun konnten, weil sie sich nicht irgendwie verwirklichen konnten oder was weiß ich was. Und der Introvertierten so, ja geil, das kann ich meine Arbeit in Ruhe machen, voll cool. So, sorry, vielleicht steht da auch was anderes, aber ich lese das halt so, hier, du musst ein bisschen an deinen kommunikativen Fähigkeiten und dann wirst du ein intelligentes Teammitglied und tralala hin und her. Wenn es gefordert ist, ist es gefordert. Aber wenn es nicht gefordert ist, hört auf, Introvertierte zu Extrovertierten machen zu wollen. Das ist scheiße. So, Karriereanker. Aktiviere deine Beruhigungsmittelwirkung. Okay. Du eignest dich gut für Berufe, die Präzision und Geduld erfordern, wie etwa im Finanz-, Rechts- oder Beratungsbereich. In diesen Rollen wirkt deine Präsenz wie die Wurzeln einer gepflegten Pflanze und unterstützt den täglichen Betrieb des Unternehmens. Dein sanfter, beruhigender Kommunikationsstil wirkt wie ein emotionales Beruhigungsmittel. Selbst die empfindlichsten Kollegen werden durch deinen subtilen Charme beruhigt. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Fortgeschrittene Strategie. Baue Vertrauen durch beständige Präsenz auf. Gewinne das Vertrauen und den Respekt deiner Mitmenschen. Ja, geh einfach auf Arbeit und sei nicht so oft krank, oder was? Liebe Ausdauertrank. Die subtile Blüte der stillen Romantik. Du drückst deine Liebe durch stille Taten aus. Meine Art, Liebe zu zeigen, ist ganz einfach Schweigen. Nicht durch große Gesten. Deine beständige Hingabe zeigt sich in alltäglichen Details, wie zum Beispiel dem Backen besonderer Leckereien im Morgengrauen. Nicht einfach einen Kuchen backen, das ist im Morgengrauen. Scheiße, Mann. Ich war 20 Jahre Bäcker. Ich habe sehr oft im Morgengrauen gebäckt, gebugt. Die Herz und Magen erwärmen. Ach, schön. Deine bodenständige Fürsorge ist zwar schön, aber versuche auch, kleinere Überraschungen einzustreuen. Einen spontanen Blumenstrauß, ein ungewöhnliches Wochenenddate oder einen kleinen knatternden Furz unter der Decke im Winter, sodass schnell warm wird. Oder das gemeinsame Entdecken verborgener Schätze in deiner Stadt. Ich wohne auf dem Dorf. Lass deine tiefe Liebe mit neuer Zärtlichkeit erstrahlen. Noch so ein Ding, was mich immer aufregt. Alle Menschen wohnen in der Stadt. Und jeder Mensch will in der Stadt wohnen. Nein, es wohnen nicht alle Menschen in der Stadt. Es gibt nicht nur Städte auf der Welt. Es gibt auch Landstriche, Dörfer, Stadtteile. Ich wohne auf dem Dorf und ich will nicht in der Stadt wohnen. Ich habe mal 3 Jahre, zwei oder sowas in der Stadt. Es ist eine relativ kleine Stadt, aber in der Stadt gewohnt. War doof. Mir hat einer aufs Autodach gekotzt, unter anderem. Ist mir hier nicht passiert. Lass deine tiefe Liebe mit neuer Zärtlichkeit erstrahlen. Jo, na gut. Ritual im Alltag. Du bist gut darin, einen stabilen Alltag aufzubauen, aber die Liebe braucht auch Überraschungen. Anstatt dich einfach nach der Arbeit zu treffen, könntest du auch mal unerwartet im Büro auftauchen. Da freut sich der Chef aber. Lade deinen Partner zum Golfspielen ein. Sind wir immer noch bei Liebe? Eine moderne Variante eines alten Zeitvertreibs oder verbringt einen gemeinsamen Abend mit Road to Empress als Werbung. Durchbrich die Routine und bringe Frische in eure Beziehung. Lass Stabilität die Grundlage und nicht die Grenze eures gemeinsamen Lebens sein. Moment, was willst du jetzt von mir? Willst du mir gerade sagen, ich soll was mit meinen Arbeitskollegen anfangen oder was? Hä? Ich bin gut darin, stabilen Alltag aufzubauen, aber die Liebe braucht auch Überraschungen. Okay. Anstatt dich einfach nach der Arbeit zu treffen, reden die jetzt von meinen Arbeitskollegen oder reden die von meiner Lebensabschnittsgefährtin oder meinem Lebensabschnittsgefährten? So. Könntest du auch mal unerwartet im Büro... Ja, ich könnte natürlich auch unerwartet zu meiner Freundin sagen, ich muss weg. Ich muss auf Arbeit. Tschüss. Ich hab da was mit einem anderen Arbeiter laufen. Ich weiß auch nicht, was mir dieser Abschnitt hier sagen will. Sanfte Kommunikation. Wie die beruhigende Wirkung eines Stechapfels neigst du dazu, deine Gefühle tief in dir zu vergraben. Doch Intimität erfordert mehr als stilles Ausharren. Sie erfordert Dialog,
behutsam geführt. Wenn du einen harten Arbeitstag hattest, versuche, dich bei einer ruhigen Partie Shuanglu zu öffnen. Wenn dein Partner ängstlich wirkt, widerstehe dem Drang, ihn zu hinterfragen. Nimm dir stattdessen ein Beispiel an Li Shis Buch »Wenn du bereit bist zu reden, bin ich da und höre dir zu«. Deine beruhigende Präsenz ist eine Art Heilung. Lass deine beständige Wärme Schmerzen lindern und Verständnis wachsen. Nicht durch große Reden, sondern durch geduldige, ruhige Beständigkeit. Okay, fortgeschrittene Strategie. In Liebe hingebungsvoll, im Herzen standhaft. Okay. Soziales Gleichgewicht. Sag mal, wie viel Text gibt's denn hier? Achso, das ist alles. Achso, wir gehen das eins nach dem anderen durch. Okay, dann ist ja gut. Ich habe gedacht, wir sind immer noch bei Karriereeinblick. Soziales Gleichgewicht. Konfliktlösungen. Entleeren statt blockieren. Kacken gehen statt zudrücken. Du vermeidest Konflikte lieber, das stimmt. Ein Rückzug kann zwar kurzfristig Erleichterung bringen, doch ständiges Ausweichen kann Missverständnisse schüren. Stimmt. Bedenke, dass Konflikte manchmal zur Problemlösung beitragen können. Versuch deine Sichtweise ruhig auszudrücken, nicht ins Mikro kotzen. Sag zum Beispiel, ich verstehe deinen Standpunkt, aber ich sehe das anders. Dann ich sage, nein, das werde ich nicht tun. Grübel nicht einfach vor dich hin. Eine frühzeitige und offene Kommunikation kann unnötige Spannung vermeiden. Da fehlt noch ein Satz, der steht da ganz klein. Ich glaube, ihr könnt das gar nicht sehen. Da steht, allerdings kann eine frühzeitige und offene Kommunikation auch Spannungen vermehren oder erst überhaupt entstehen lassen. Der Schlüssel zur Initiative. Du neigst dazu, in deiner sozialen Komfortzone zu bleiben, ja klar. Was jedoch deine Kontakte und Möglichkeit einschränken kann, ja. Versuch, neue soziale Aktivitäten auszuprobieren. Lerne Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund kennen und erweitere dein Netzwerk. Das kann dir neue Erfahrungen bringen und Türen zu neuen Möglichkeiten öffnen. Deine nächste große Chance wartet möglicherweise dort, wo du sie am wenigsten erwartest. Ich erwarte am wenigsten die nächste große Chance bei mir zu Hause, hier vor meinem Monitor am PC. Also warte ich jetzt einfach mal hier auf meine nächste große Chance. Finde ich gut. Der Mut, Nein zu sagen. Deine Wärme und Geduld geben anderen ein gutes Gefühl, aber ständiges Entgegenkommen kann dazu führen, dass du deine eigenen Bedürfnisse vernachlässigst. Auf lange Sicht kann dies zu emotionaler Erschöpfung führen. Lerne bei Bedarf Nein zu sagen. Schadet Beziehungen nicht. Es hilft anderen, deine Grenzen zu verstehen und zeigt Selbstachtung. Gesunde Beziehungen basieren auf gegenseitigem Respekt und Gleichberechtigung. Da habe ich nichts zu sagen, das ist schon okay. Fortgeschrittene Strategie. Bleib authentisch, vertiefe die Bindung und pflege bedeutungsvolle Freundschaften. Ja gut. Glückstipps. Trage gelb oder pink. Finde ich interessant, dass vorher sagen, bleib authentisch, aber um Glück zu haben, sollst du gelb oder pink tragen. Also pink bin ich nicht so Fan, ich mag lila sehr. Lila ist quasi nach Rot meine zweitliebste Farbe. Gelb ist okay. Zitrinarmreifen zur Steigerung des Reichtums. Was ist denn, ist das ein Zitronenschale-Armband oder was? Rosenquarz-Anhänger oder Armreifen für die Romantik. Was ist denn Rosenquarz? Glückssträhne. Ich hoffe, Sie meinen nicht die Haare. Eine Reise in die Berge kann dir helfen, neue Kraft zu tanken und emotionale Tiefpunkte zu überwinden. Oh, das finde ich gut. Ich wohne hier in der Palz. Wenn wir eins haben, dann sind das Höhenunterschiede und Wälder. Wie es der Zufall so will, wohne ich auf einem Berg. Ich kann aber noch weiter hochgehen, dann bin ich ganz im Wald. So. Finde ich gut. Das finde ich ein guter Tipp. So. Wie gehe ich denn hier zurück? Ich mag den Stechapfel da. Was haben wir nur? Nicht so laut hier. Haben wir sonst noch? Mein Partner. Was ist denn da? Ein Mandarinen-Puer. Soll das Partner heißen? Keine Ahnung. Urteilen, empathisch, introvertiert. Ach! Moment! Ein Stechapfel ist introvertiert, empathisch und urteilen? Okay. Ja, gut. Was ist denn eine Wattwolke? Oh, jetzt aber hier. Komm mal her. Verborgene Stärke, Zen-Faulpelz, humorvoll, Spürnase für Geheimnisse, Rätselknacker. Also ist das, was innen drin ist,
eher ausgeprägt oder generell niemals zwiegespalten, moralischer Kompass, scharfzüngig, begabter Kommunikator, Alleskönner, aber nichts richtig. Steht da ganz klein unten drunter. Entscheidungsfreudig hoch 10, okay, das, was außen steht, muss irgendwie, ja. Ach, leicht entzündlich, ich habe gerade leichenzündlich gelesen. Karriereorientiert, ja, wie Sau. Kann man da draufklicken? Nee. Ja, okay, kann man das aktualisieren? Weich und doch stark, was willst du von mir? Hochrangiger? Das sind ja immer andere. Ist das nicht vollkommen sinnlos? Naja. So. Oh, wieder zu. Oh, ja. Da ist wieder Musik. Mein aktuelles Verhältnis ist 30%. Was? Zu ihm? Oder wie? Ich habe keine Ahnung, was mir das ganze Spiel sagen soll. Oh, was ist das da? Dieser Bericht analysiert dann. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr zu wissen. Okay, alles klar. Wir gehen mal zurück. Achso, wir gehen nochmal zurück. Okay. Gibt's hier irgendwo so eine Art wie heißt das? Weißt du, wenn die Schrift so läuft, da laber ich gerne drüber. Leider scheinbar nicht. Einstellungen vielleicht? Fenstereinstellungen, Konto löschen, Pause fortsetzen, Code einlösen. Sieht nicht aus. Okay, dann seht das gerade eben als mein Abspanngeplapper an. Was ist denn hier? Post? Bericht, egal. Seht das hier gerade eben, das war mein Abspanngeplapper. Werde ich höchstwahrscheinlich in extra Video packen, das ich am gleichen Tag wie hier letzte Folge rausbringe. Könnt ihr es euch angucken, sehr interessant. Wieso sage ich das jetzt hier im Video? Achso, weil ich das wahrscheinlich hinten dran schneide. Okay, dann müssen wir das nochmal neu machen, pass auf. Räusper, Räusper.